Ich will diese Stunde anfangen mit Wasser Frauen stellen. Und weil wir warten, eine Antwort zu geben, bevor ich sie mit Frauen stellen. Ich glaube, die wollen die Antwort vorzweiten, okay? Was kann alle Christen tun und tun, wo alt die sind? Was kann Kranke heilen, Todes abweigen und bei versagen? Nur Gottes Wort. Was kann Gottes Hand bewegen? Und auch eine Beziehung mit Gott steuern. Was kann die Horten von Christen vereinigen? So ist Jesus dort war. Und auch über die Horten von unseren Feinden wiegt mir zu Gottes Wort. Was kann unsere Ängste beruhigen und dann vergrößert sein? Was hält uns auf dem schmalen Weg zu bleiben, was wir ans ewige Ziel ankommen? Wer hat die Antwort? Das Gebet. Das Gebet ist ein wichtiger Part vom Leben. Hast du nicht? Besonders als Kinder Gottes. Wo würden wir von der und Tag sein, wenn wir das Gebet nicht halten? Wenn Jesus Christus für uns bloß gestorben wäre und abgestoßen wäre, wenn wir würden weiten können, dass wir Kinder Gottes sind und über keine Verbindung zu Gott halten, wo würde das Leben lauten? Ich muss an Mose denken, als er bei Sinai war und Gott am See, wo die Kinder Gottes am Lehrer sich versündigen deuten. Dann sagt Gott, ich will nicht mal beend sein. Ich will einen Engel schicken, der Engel wird ihn leiten und dann wird es gut genug sein. Und Moses hat für das Volk gebeten und er sagt, Gott, wenn du nicht ans Leiden das und führen das, wenn du nicht mit uns bist oder wirst sein, dann bitte vernicht uns hier alle. Bring uns alle an. Das ist nicht gut genug, wenn wir die nicht haben. Das schafft bloß nicht. Ein Leben, zu Gott ist ihr Leben, ohne Gott in uns Leben zu haben. Und deswegen ist das Gebet so sehr wichtig. Das schafft nicht, ein christliches Leben zu führen, ohne das Gebet. Das ist ein wichtiger Part vom Leben. Und von jetzt mal ist mit Gottes Hilfe, wollen wir eine neue Series über das Gebet anfangen. In unserem Text ermahnt Paulus den Timotheus, in der ersten Vers 1 bis 3, besser gesagt, erstens ruht ich jünt, nu, dass die dringend beten, bet auch für andere und dankt für alle Menschen, für die Kennigs und alle, die hoch eingestellt sind, dass wir in Gottes Furcht und Aufrichtigkeit ruhig leben können, dort ist Gott und ist Gott unseren Heiland einnehmen. Bet auch für andere, sagt Paulus. Aber woran und wo soll wir für andere beten? Das ist das erste Thema unserer Series, das heißt fürbittendes Gebet. So würde einer dort ab Hochdeutsch sein. Ab Plattdeutsch würden wir bloß sein, für andere beten. Was meint dort, wenn wir für andere beten, down? Wo soll wir das tun und woran soll wir das tun? Das sind die Fragen, die wir von der Samarias betrachten wollen. Was ist fürbittendes Gebet? Das ist nicht eine sehr schwere Frage. Wir haben eine Antwort. Was meint das? Wann wir für andere beten, doch nicht? Ganz einfach. Das ist fürbittendes Gebet. Das ist nicht eine schwere Frage. Und Paulus schreibt an die Kolosser 1, Vers 24. Kolosser 1, 24 sagt er dort zu den Kolosser, ich freue mich an dort, wo ich für jünd leiden darf, so an meinen Körper vor dich zu merken, was an die Leiden von Christus für seine Gemeinde nachfällt. Die Gemeinde ist sein Körper. Für Paulus wird eine Freude, für andere zu leiden, wann dort meint, für andere zu beten, oder dort durch sein Gebet, er wird gern bet gesagt, anders gesagt. Für Paulus wird eine Freude, wenn er für andere leiden kann. Wenn er wird bedienen, dort er wird gern durch das Körper Christi helfen. Was meine ich mit das? Wenn wir für andere beten, dann nehmen wir
andere ihre Bedürfnisse in Lusten ab anzahlt. Und dann bringen wir die vor dem Thron Gottes am Gebet. Wir merken, wenn wir für andere beten, dann, wie dann das hostig, wie nah was du nun ist, und dann gleich wir sind dann fertig. Paulus ging noch viel tiefer. Er nimmt die Lusten von dieser Geschwister ab sich selbst. Und dann hat er ernstlich für die Menschen gebetet. So laut fürbittendes Gebet. Und das wird durch den Glauben getan. Wir müssen glauben, dass Gott unsere Gebete hört und dass die, wofür wir beten, dann auch halb Mitleid und Gnade kriegen wollen, wenn wir für die beten. Im Alten Testament finden wir wunderbare Beispiele von, wo Menschen für andere Gebet haben. Zum Beispiel in 1. Mose Kapitel 18 lesen wir, wo der Herr mit zwei anderen, wir nehmen unter die Engel werden, wo diese drei nach Abraham kommen. Und dann verspricht Gott Abraham und Sarah einen Sohn zu geben. Aber dann, als die Abraham verlassen wollen, verteilt der Herr Abraham, dass sie ab dem Weg wohin werden. Wer weiß. Ich weiß von der Antwort. Ich soll weiter die Lappen bewegen, ob ich bloß ein bisschen mehr Mut haben, um eine Antwort zu geben. Wo ging der hin? Ne? Sodom, nicht? Sodom und Gomorra. Ja. Die gingen durch Han, um nur zu sein, ob die Menschen in Sodom und Gomorra wirklich so schlecht wären, als was angesagt war. Aber wer hat damals in Sodom gewohnt? Lot. Lot und seine Familie. Und Lot, wer wir hei? Wir haben mit Abraham verwohnt. Was Bibel, und da haben verschiedene Antworten. Meine Bibel sagt, oder meine Übersetzung sagt, dass Abraham seine Neffe war. Aber die sind nicht alle rein. Und als Abraham dort hier stellt er sich vor dem Herrn an mit Wasserfrauen. Er sagt zu ihm, Vers 23, 1. Mose 18, er sagt zu Gott, wirst du wirklich der Ausschuld getauft mit denen, die schuldig sind, anbringen? Abraham verhandelte dann mit Gott so Hahn und Treib, was der Herr ihm versprach, dass er die Menschen in Sodom nicht vernichten wird, wann er, wie viele Menschen oder unschuldige Menschen durchfängen wird. Wie viele unschuldige muss er durchfängen? Wer weiß? Mal 10. 10 stark. Und sobald die Engel in Sodom ankämen, sahen sie, wo schleich und wo schrecklich die Menschen durch wären. Dort nicht einmal 10 unschuldige Menschen in Sodom zu finden wären. Und so sie warnten Lot und seine Familie, aus der Stadt rübergehen, es wird für ihn Talut sein. Und als Lot aber noch ein bisschen schlürt, nahmen die Männer an und seine Früh und seine 2 Töchter bei der Hand und sie brachten an, mit heiler Hüt, sagt Gottes Wort, was büte die Stadt. Und sie deuten dort, wie es der Herr anjanstig wir. Woran wir Gott anjanstig? Wie es Abraham für das Gebet hat. Du wen? In 1. Mose 19, 29 sagt Gottes Wort an. 1. Mose 19, 29. Und so wie Gott, dass Gott die Städte am Tool, Sodom und Gomorra, vernichten wird, für Gott hat dort nicht, nur was Abraham gefragt hat. Heirat Lot von Maden am Verdorben, aus die Städte, an wo er wohnt, vernichtet werden. Gott hat an Abraham gedacht, wie es für Lot anstehen wird. Anders gesagt, wie es Abraham für Lot beten wird.
Er hat nicht muss. Als dort klar wird, dort Land, wo sie Bett erst wohnen, da so clean wir für die Bett mit all ihrer Familie und Feier und alles, dann Leute Abraham Lot entscheiden, wo er handtragen will, was Land er will haben, und er wählt sich dort Land bei Sodom. Auf Englisch sei wie, er hat seine eigene Bad gemerkt, nicht? Dafür seine Entscheidung. Er hat nicht muss für Lot beten, aber er deit. Und wie er für Lot gebet hat, für Gott nicht. Im Neuen Testament lesen wir auch von Meier Beispielen, von Menschen, so Jesus, Paulus und Johannes, die für andere gebet haben. Zum Beispiel Paulus schreibt an den Römern, in Römer 1, Vers 9, Gott, den ich an meinem Geist daran dein, dass ich das Evangelium von seinen Sehen predigen do, weit, wo ich immer an meine Gebete an ihn denk. Immer, sagt er. Nicht einmal wird er an der Epheser verjeten, in Römern und auch Philipper. Jeder ein von seinen Briefen fängt er mit dieser Wort an. Wenn er beten deit, dann wird er für dich beten. Wir wollen nur nach meiner Beispielen betrachten. Woran soll wir für andere beten? Erstens, wie es Jesus Christus dort deit. In Johannes 17, ich will was die Verse für uns lesen, in Johannes 17, wer mit lesen will. Johannes 17. Du so bet Jesus zu seinem Bruder für seine Jünger. Erstens sagt er in Vers 15, Johannes 17, Vers 15. Er sagt, ich frage nicht du für, dass du an seine Jünger aus dieser Welt nehmen sollst, aber dass du an vom Weisen bewahren sollst. Jesus hat nicht bloß für seine 12 Jünger gebet, sondern auch für all die am nur folgen wurden. Am 20. Vers, Johannes 17, Vers 20. Du so bet Jesus, ich frage nicht bloß für diese, aber auch für die durch ihr Wort an mich glauben wollen. Das sei wie, liebe Geschwister. Nicht? Isn't that amazing? Ist es nicht erstaunlich zu weiten, dass Jesus sich die Titel nahm, um für uns zu beten? Die von der Leben da. Und wenn er für uns gebet hat, soll wir auch nicht für andere beten? Zweitens, wenn wir füreinander beten, dann wird der Körper Christi vereint. Wo glaubt ihr? Wo schafft das? Wo schafft das? Dort, wenn wir füreinander beten, dann, dort Jesus in Körper sich vereinen wird. Haben wir eine Antwort? Ja, krank. Und das war wir in der nächsten Stunde auch hören. Das waren wir in Not sind und füreinander beten. Und das bringt uns taub. Right? Und wenn uns das gut geht, right? Wofür können gehen nicht üten, nein, wenn das gut geht, nicht? Aber wenn die zweimal Not haben, schwere Tieren haben, das hält uns taub. Wir beten füreinander. Und ich persönlich finde das sehr schwer, was gegen jemanden zu haben, wenn ich für die Person alle Tag beten darf. Nicht? Hast du nicht so dort? Dort ist schwer, jemanden zu hassen, wenn wir ernstlich für die beten darf. Dass Gott ihnen helfen wird. Und so vereint Gott seine Gemeinde, wenn wir füreinander beten darf. Und obwohl da noch viele Gründe gibt, woran wir für andere beten sollen, ist der letzte Punkt, den ich hier noch erwähnen will, dass Gott unsere Gebete hört. Er hört die. Und wenn wir weiten dann, wenn wir sicher weiten dann, dass wenn wir für andere beten dann hört Gott uns und er hilft die Menschen, dann ist dort Grund genug, um für die zu beten. Wie wir dort bleiben dann. Das lohnt sich, für andere zu beten.
Wofür soll wir beten, wenn wir für andere beten? Erstens, kann wir als Kinder Gottes für die beten, die noch jährlich verloren sind. Dort Gott zu ihre Horten reden wird, dass sie ihre Sünden bereuen würden und bekennen würden und Jesus Christus persönlich annehmen würden als Erlöser, als Retter, als Herr. In unserem Text los wir, dass wir für alle Menschen beten sollen. Worum soll wir für alle Menschen beten? Was sagt Jesus und was sagt Paulus? Lass mich ein Vers für uns lesen oder aufschneiden. 1. Timotheus 2, Verse 3 und 4. Ich lese das am Anfang, da muss ich das plötzlich lesen. Dort sagt er, dort als Gott und als Gott an sein Heiland euch nehmen, die durch han will, dort alle Menschen sollen gerat worden und die Wahrheit kennenlernen. So woran will Jesus dort wie für andere Menschen beten, für Verlorene beten sollen? Ja. Jesus will haben, dass alle sollen gerat worden. Alle Nachfolger Christi sollen eine Bürde für verlorene Seelen haben. Wenn ich von einer Bürde rede ich von einer schweren Hort, nicht? Oder einer Last, right? Die wir haben sollen, wenn wir an Verlorene denken, dass wir wollen haben, dass sie sich bekehren sollen, nicht? Das soll uns Hort actually ein bisschen weit down, wenn wir an Verlorene denken, wenn sie an auch Leib haben. So alle Kinder Gottes sollen eine Bürde haben für verlorene Säulen. Und vielleicht gibt es eine gewisse Person oder Gruppe von Menschen, für die wir eine extra schwere Bürde haben. Und der Apostel Paulus hat eine besondere Bürde für das Volk Israel, dass sie Jesus annehmen würden. Er schreibt in Römer 10, Vers 1, Brüder, ich wünsche von Herzen, dass Israel seilig werden mag, und ich bete für an zu Gott. Ab einer anderen Stelle sagt er, ich würde sogar meine eigene Säule geben, wenn das helfen würde, um meine Mitjuden zu gewinnen für Christus. Er wird wahrlich sein, ewig verloren zu gehen, wenn das wird helfen, um die Juden zu gewinnen. So ernstlich hat Paulus für seine Mitjuden gebetet. So weit dein an dort. Und aus Deutsche sei wie viele andere Deutsche, die noch nicht bekehrt sind. Mir ist alle Deutsche vorhin zusammenwohnen können. Und aber gibt es noch sehr viele, die noch nicht bekehrt sind. Liebe Geschwister, wenn wir an die Deutsche denken, dann, das ans dort kriegt so weit, als was Paulus hier sagt, dass er wird wahrlich sein, sogar sein eigenes Seil zu geben, wenn das wird helfen, um die Juden zu gewinnen. Habe ich eine Bürde für verlorene Säulen. Vielleicht habe ich eine Bürde für die in der Familie, die noch nicht bekehrt sind. Vielleicht habe ich Kinder oder Geschwister oder Eltern oder Nichten und Neffen, die noch nicht bekehrt sind. Oder vielleicht habe ich Freunde oder Mitarbeiter oder andere, die wir kennen, die noch weit von Gott sind. Also dann beten wir ernstlich für die, dass sich Gott finden würden. Gott will, dass wir für Verlorene beten. Und kriegen dann, ob die uns bekannt sind oder uns noch fremd sind. Und er will, dass wir unheilend beten, auch wenn die sich nicht kurz zu Gott bekehren. Meint nicht, dass Gott unsere Gebete nicht gehört hat. Das meint auch nicht, dass Gott nicht alte, die soll geredet hat. Manchmal dir das bloß Zeit und Geduld. Aber wir wollen nicht abhören mit Beten. Weil wir so beten, als einer mal Gebet hat, und das war ich wahrscheinlich nervös für jeden. Einer sagt, Gott, du was immer nötig ist, um meine Leben nicht zu tragen. Uns Abgabe als Christen ist nicht bloß für verlorene Säulen zu beten, leider, wir sind Kriegsgott berufen, um für unsere Mitchristen zu beten. In Paulus seine Brief fängt wie viele Beispiele, wo er erwähnt, wo er für seine Leser beten wird. Ich lese all ein
so ein Beispiel, aber ich will auch Philippa 1, Vers 9 bis 10, oder bis 11 lesen für uns. Philippa 1, Vers 9 bis 11. So sagt Paulus, mein Gebet ist, dass du eine Life teilnehmen können und was die Weiten in verstehen. Du darfst dir vorstellen, was das Allerbeste ist, dass die aus Jesus Christus ihnen Dach, dass die ohne Jesus Christus ihnen Dach rein und schuldfrei sind. Ihr Leben wird voll sein mit Reichtet und Gaudet tun, dass durch Jesus Christus kommt und du durch, was Gott die irrt in die Luft wollen. Also in diesem Aufschnitt bet Paulus, dass die Philipper in ihrer Leib wosen wurden, teilnehmen können und was sie weiten und auch verstehen, dass sie wurden jährlich wosen können, so dass sie an Jesus Christus ihnen Dach rein und schuldfrei können gefangen werden. Dass sie wurden siegreich bleiben. Wir fingen ähnliche Gebete in Kolosser 1, Vers 9 bis 12, in Epheser 1, Vers 15 bis 17. Und wenn ich daran denke, da wie viel Zeit, oder wie viel Paulus reden deit oder schreiben deit, dort für andere Gebet hat, dann kann mir die Frage am sagen, wie viel Zeit hat er gebraucht oder verbracht mit Beten? Und dann denke ich an mich selbst, ich würde noch viel länger beten können. Noch für viele Menschen beten können. Das war ich nie da. Das, was einer Schreiber sagt. Er fragt actually. Er sagt, bist du zu Druck, um zu beten? Falls du manchmal, als ob du keine Zeit hast, für andere zu beten, dann denk an den Apostel Paulus, der weltreisende Evangelist, wo er für seine Mitchristen beten deit und eigentlich niemals abhören deit, für andere zu beten. Das ist möglich, sagt dieser, dass dein Dagsplan all gefällt ist, aber vielleicht ist es dann Zeit, den Tag so anzuändern, so dass du die Zeit nehmen kannst, um für dich zu beten, die deine Gebete brauchen. Wir reden von wo Druck wir sind. Und über wann wir weiten down, dass unsere Gebete Menschen helfen, dann vielleicht ist es Zeit, dass wir unseren Dagsplan am Ende down, mehr Zeit zu finden, wo wir würden für andere beten können. Das wird dieser sagt. Drittens, soll wir für Kranken beten. In seinem dritten Brief begrüßt der Apostel Johannes seinen Freund mit diesem Wort. Hör mal, was er sagt. Er sagt, in 3. Johannes 1, Vers 2, mein lieber Freund, ich bete darum, dass die in alles mag gut gehen und dass du magst gesund sein, so dass die dort ähnlich gut geht. Hast du nicht besonders? Johannes hat gebetet, dass sein Freund seine körperliche Gesundheit können so stark sein, als seine geistliche Gesundheit. Und der wir gesund, so nehme ich an. In einem Gespräch mit jemandem in einer anderen Kirche kam das Thema für Kranken zu beten. Er probt mich anzubilden, dass die Bibel uns nicht lehrt, bloß für Kranken zu beten. Leider, dass wir Kranken durch den Glauben heilen sollen im Gebet. Wenn wir ernstlich genug für Kranken beten würden, sagt er, die würden kurz geheilt worden, die das Mut. Das nehme ich nicht an. Das stimmt nicht mit Gottes Wort. Das wird fern sein, wenn es so wird, nicht? Und wir weiten Gott hier an sie Gebete und er heilt manchmal. Aber meint dort, dass Gott einmal die Kranken heilen wird, wenn wir für die beten dann? Die wird nicht einmal. Die wird wirken, aber nicht einmal. Wenn es so wird, dann wird Gott Paulus dem Stachel an das Fleisch weggenommen haben. Nur dem wie viel Mal dafür gebet hat? 3 Mal ernstlich dafür gebet hat. Paulus. Aber Gott nahm ihm dort nicht weich. Nun, wir wissen nicht, ob dieser Stachel an das Fleisch unbedingt eine physische Krankheit wird. Aber was wir dort lernen können, ist, dass er nicht immer Gottes Willen ist, unsere Gebete so zu erhören, als wir dort wollen. Und Paulus in Fall hat der Herr sein Gebet so beantwortet, meine Gnade ist genug für die, wie es meine Kraft als ein schwacher Menschen steigt. Obwohl Paulus und andere Apostel viele Menschen geheilt haben, wo krank werden, lesen wir in der Bibel, dass einige Nachfolger Christi nicht geheilt wurden oder nicht furzt. So ein Beispiel finden wir in 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 20.
Und du so erwähnt Paulus, dass Trophimus in Milet krank leid. Muss du bleiben, wenn er krank wird. Und ich sehe mir sagen, dass Paulus für ein Gebet hat, aber Gott hat sein Gebet anders beantwortet, als durch Heilen. Und das soll uns nicht entmutigen, für Kranke zu beten. Wir müssen einfach Gottes Willen beten, wann wir für Kranken beten. Dass Gottes Willen wird tun wollen. Dass er nur seinem vollkommenen Willen Menschen heilen wird. Viertens, und dann wollen wir schließen, ich habe auch für andere ihre Troubles und Lasten beten, die sie haben. Philipper 1, Vers 19 dankt Paulus den Christen für ihre Gebete während sie in der Gefangenschaft. Und er sagt, ich weiß, was mir passiert ist durch jene Gebete und durch die Hilfe von Jesus Christus in Jesus, mir zu Gott dein Wort. Er kann feilen, was er in Gefängnis wird. Er kann feilen, dass Menschen für ihn beten. Und hier so war er. Petrus ist im Gefängnis wird, die Geschwister taub kamen und für ihn gebet wurden. Was ist passiert? Die Gefängnis deren gegenüber, nicht? Und du sagt Paulus. Die Schwester hatten für ihn gebeten, die Gefängnis deren, die bleiben taub. Gott hielt an sie gebeten, aber die beantwortet nicht immer ihre rein, aber er will haben, dass die Geschwister für ihn beten sollen. Und vielleicht kann wir auch wissen, was am Gefängnis sind, und ich habe zwei Briefe gekriegt von Gefangenen, die Gebete und Bibel führen. Weil wir für die beten, die sind hier in Samna im Gefängnis. Die führen, ob wir nicht für die beten würden. Und ich will uns ermutigen, dass wir für die beten. Und dort gibt es auch andere Sorten von Troubles. Vielleicht gibt es Mitarbeiter oder Schuldkinder, die an die Gebete fehlen, ihr Bestes zu tun. Oder im Glauben stark zu bleiben. Oder vielleicht kann wir so eine, die nicht Arbeit haben oder große Schulden haben, weil wir für die beten. Und vielleicht weit wir eine Ehe, wo dort schwer geht. Oder Menschen, die mit Depression oder Einsamkeit kämpfen, weil wir für die beten. Die brauchen an sie Gebete und die würden dort schätzen zu weiten, dort wie die Leib haben und für die beten. Die würden dort schätzen. Liebe Geschwister, haben wir als Kinder Gottes ein Interesse, andere zu helfen, ihre Lasten zu drehen und die vor Gottes Gnadenthron zu bringen. Sei wie wahrlich für andere zu beten. Dort gibt so viel, worüber wir beten können. Und so viele Menschen, für die wir beten können. Und natürlich ist es allmählich, dort wie für alles in allem beten tun. Aber dort ist möglich, wird für die zu beten, die Gott uns auf dem Hort leicht. Manchmal leicht Gott jemand uns auf dem Hort. Und dann will Gott haben, bet ernstlich für die Person. Die fehlt in die Gebete. Dort kann wir tun. Dort können verlorene Säulen sein, dort sie ihre Horten zum Heilsplan Gottes aufmerken würden. Dort können auch unsere Brüder und Schwestern im Herrn sein, die jährlich wachsen wollen. Oder für Krankenheilung. Und halb für denen, die da schwere Tiden gehen. Weil wir dort tun, was Paulus uns sagt. Hell je häng am Gebet abheben und nicht zweifeln. Wir sollen für andere beten. Muss Gott uns helfen. Amen.